Hallo zusammen. Ich bin glaube schon seit einer Minute da, aber ich bin nicht auf dem richtigen Vimeo eingeloggt gewesen. Also jetzt bin ich da. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich begrüße euch ganz herzlich. Entschuldigung, wir sind jetzt in unserem Deutschkurs. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem VIP-Deutschkurs. Schön seid ihr da. Heute ist das Thema Schule. Ich weiß nicht, wie aktuell das für dich ist oder ob du gern darüber sprichst. Wir wollen etwas Positives lernen über die Schule. Juhu, wieder Schule mit Kopf, Herz und Hand. Das ist unser Titel. Die Schule ist etwas Wichtiges für die ganze Gesellschaft. Wir brauchen eine gute Schule, damit wir unsere Kinder gut ausbilden. Jetzt beginnt wieder ein neues Schuljahr. In vielen Kantonen sind die Kinder seit gestern wieder zurück in der Schule. Aber wir wollen zuerst noch 3 Sätze wiederholen von letzter Woche, bevor wir mit unserer Schulgeschichte starten. Also, you can really slow down here. Da haben wir von Quinten gesprochen, ein Dorf am anderen Ufer des Wallensees, wo man nur mit dem Schiff hinfahren kann. Also, you can really slow down here. Dann, hey, we're going home again today. Das Wochenende ist vorbei und sie machen sich auf, sie packen wieder und gehen nach Hause. Und I think there's going to be a thunderstorm. Ich habe vom Regen geschrieben. Mittlerweile ist der Regen auch in der Schweiz wieder angekommen. Ich hoffe, du freust dich darüber. Viele Leute freuen sich über diesen Regen. Also, was heißt das? You can really slow down here. Das heißt, hier kann man richtig entschleunigen. Häufig brauchen wir das andere Wort beschleunigen, immer schneller und schneller und schneller etwas machen oder zum Beispiel fahren. Aber entschleunigen heißt langsamer werden, runterkommen, entspannen. Ja. Hey, we're going home again today. Ich hoffe, ihr seht mich und hört mich. Also schreibt mir im Chat, wenn alles okay ist. Hey, we're going home again today. Du, heute gehen wir wieder nach Hause. Ja. Heute gehen wir nach Hause. Es gibt so ein Lied, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2. Und die Ferien, der Urlaub, das lange Wochenende hat alles ein Ende. Auch schwierige Zeiten haben ein Ende. And I think there's going to be a thunderstorm. Alles okay. Danke, Erin. Das heißt natürlich auf Deutsch, ich glaube, es gibt ein Gewitter. Ja. Vielleicht gibt es heute ein Gewitter und bei uns hat es auf jeden Fall geregnet und es war eigentlich ein schöner Tag. Ein bisschen Regen zwischendurch und dann wieder schön, aber man muss sich schon ein bisschen wärmer anziehen. Ja, und jetzt kommen wir zu unserer Geschichte. Sagen wir, das sind Tom und Anna. Schau mal, all die Kinder. Die Kinder sind wieder unterwegs auf dem Schulweg. Ich weiß nicht, gehen sie zu Fuß oder werden sie von den Eltern gebracht und es hat wieder mehr Stau auf den Straßen am Morgen. Ach ja, die Schule fängt wieder an. Ja, die Sommerferien sind endlich vorbei. Ich denke, viele Eltern freuen sich vielleicht auch darüber, dass jetzt wieder ein normaler Alltag ist und wenn man arbeitet und die Kinder Ferien haben, ist das auch nicht immer einfach. Also, die Kinder sind wieder zurück in der Schule.
Das Schuljahr hat begonnen, das neue Schuljahr 2026, 2027. Wow, das ist schon das neue Schuljahr, das jetzt angefangen hat. Die Ferien sind vorbei, aber die Kinder sehen ganz glücklich aus. Ich habe gedacht, dass die Kinder traurig sind, aber vielleicht sind sie glücklich, weil sie ihre Klassenkameraden wiedersehen oder weil sie gern zur Schule gehen. Ja, sie freuen sich richtig auf die Schule. Sie freuen sich darauf, wieder etwas Neues zu lernen. Ich finde Lernen spannend. Die Welt ist so interessant. Also es ist schade, wenn die Schule das so organisiert, dass es langweilig ist. Aber eigentlich ist doch Lernen etwas Spannendes. Hast du gesehen? Das ist eine Pestalozzi-Schule. Das ist der Name der Schule. Die Schule wurde nach dem Pädagogen Pestalozzi benannt. Stimmt. Weißt du, wer Pestalozzi war? Wer war dieser Mann, Pestalozzi? Ja, das war doch ein bekannter Pädagoge aus Zürich. Ja, er ist sehr bekannt in der Schweiz, im deutschen Raum hat man auch von ihm gehört. Ich habe mit Franzosen gesprochen, die haben etwas weniger von ihm gehört. Ich glaube, das französische Schulsystem ist auch etwas anders als unser Deutschschweizer Schulsystem. Hast du die große Kugelbahn auf dem Schulhof gesehen? Das ist so eine Kugelbahn mit so großen Kugeln wie Boccia-Kugeln. Und da hat mich diese Kugelbahn auf dem Gurten inspiriert. Ich finde die mega klasse. Das ist so eine Kugelbahn, wo du die Kugeln mit ganz vielen physikalischen Methoden von den Kindern wieder raufgebracht werden können, damit sie wieder runterlaufen. Also man muss treten, man muss etwas drehen, man muss, ich weiß nicht, verschiedene Sachen machen und die Kugeln gehen wieder hoch. Also die Kinder müssen da ganz aktiv sein. Und ich denke, so eine Kugelbahn passt zu einem Pestalozzi-Schulhaus. Ja, die haben sie letztes Jahr im Rahmen einer Projektwoche gebaut. Ja? Manchmal gibt es in den Schulen Projektwochen, wo sogar Klassen untereinander anders aufgeteilt sind, wo man sich für verschiedene Workshops eintragen kann und so weiter. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, aber das ist immer auch viel Arbeit für die Lehrer, das vorzubereiten. Also es ist eine tolle Sache. Gut, wir wiederholen. Look at all those children. Was heißt das auf Deutsch? Und dann, yes, they're really looking forward to school. Und noch eine Frage. Bist du nach den Sommerferien normalerweise gerne wieder zur Schule gegangen? Bist du nach den Sommerferien wieder gerne zur Schule gegangen? Look at all those children. Das heißt natürlich, schau mal, all die Kinder auf der Straße, all die Kinder, die wieder unterwegs sind. Es ist eine Freude. Meine Kinder sind nicht mehr so klein und die meisten sind an der Uni, aber trotzdem, es ist schön zu sehen, wie die Kinder sich auf den Schulweg machen und unterwegs sind. Yes, they're really looking forward to school. Erin, du bist sehr gern zur Schule gegangen. Das kann ich mir vorstellen. Ja, sie freuen sich richtig auf die Schule. Ich war vielleicht nicht... ich bin gerne zur Schule gegangen, aber am Anfang nach den Sommerferien war es ein bisschen schwierig, wieder
neu anzufangen. Aber eigentlich bin ich gerne zur Schule gegangen. So wie Erin. Ich hatte alles gern. Ich mochte alles eigentlich. Erzähl mal, was weißt du noch über Pestalozzi? Also, das ist interessantes Wissen über einen berühmten Schweizer, der die Schweizer Schule geprägt hat, auf jeden Fall in der Deutschschweiz. Was weißt du über Pestalozzi? Er hat im 18. Jahrhundert armen Kindern geholfen, oder? Das habe ich gehört. Er hat im 18. Jahrhundert armen Kindern geholfen. Er ist 1746 geboren und hat bis 1827 gelebt. Oh, also das ist jetzt dieses Jahr 200 Jahre her, seit er gestorben ist. Ja, das ist schon ein Jubiläum. Das heißt, ich habe das gar nicht irgendwie realisiert, aber es lohnt sich, über diesen Mann zu sprechen. Zu seinem 200. Todestag. Ich weiß nicht genau, wann er gestorben ist, aber ja. Ja, für ihn war Bildung für alle wichtig, nicht nur für die Reichen und die Mittelklasse, sondern für alle. Das war wichtig für ihn. Alle sollen lesen, rechnen und schreiben können. Was hat er den Kindern beigebracht? Was hat er ihnen gelernt? Was hat er ihnen beigebracht? Lesen, schreiben und rechnen, aber auch praktische Dinge, praktische Sachen. Heute gibt es auch in der Schule, in der Schweiz gibt es TTG, also technisches und textiles Gestalten, so wir sagten früher Werken und Handarbeit. Da macht man sehr viel manuell, ja. Vielleicht ist das noch, geht das wirklich auf Pestalozzi zurück. Ach ja, Lernen mit Kopf, Herz und Hand. Das war seine Idee. Er hat diesen Spruch geprägt. Ja, er hat versucht, das so umzusetzen. Er hat die Kinder versucht, mit Kopf, Herz und Hand zu unterrichten. Genau, die Kinder sollten selbstständig denken, das ist sehr wichtig, ja, und praktisch arbeiten. Sie sollten auch etwas kritisch sein können, etwas hinterfragen, unbequeme Fragen stellen. Das ist eine wichtige Sache. Aber auch die Mitmenschlichkeit wurde bei ihm großgeschrieben. Ja, das heißt, wenn etwas groß geschrieben ist im Text, dann ist es wichtig, ja, dann sehe ich das hebt sich vom Rest vom Text ab, ja. Das heißt Mitmenschlichkeit, wenn man Empathie hat für andere, das ist auch sehr wichtig. Das muss man auch lernen. Er hat mit traumatisierten Waisenkindern gearbeitet und etwas gemerkt. Waisenkindern, also Kinder, die keine Mutter und keinen Vater hatten. Das war die Zeit, wo Napoleon in der Schweiz einmarschiert ist. Nicht alle waren glücklich und es gab Widerstand und es gab Tote. Also einige Kinder haben ihre Eltern verloren oder den Vater. Ohne Beziehungen und emotionale Stabilität können die Kinder nicht lernen. Er hat mit diesen traumatisierten Waisenkindern gearbeitet und er hat gemerkt, er kann nicht einfach tun, als ob nichts passiert ist und einfach ihnen rechnen, schreiben und lesen lernen. Er muss mit ihnen eine Beziehung haben, mit ihnen sprechen. Sie brauchen einen empathischen Lehrer. Ja, das ist aktueller denn je. Diese Mitmenschlichkeit. Ja. Was denkst du? Lernen mit Kopf, Hand und Herz und diese Mitmenschlichkeit,
ist das für dich aktuell? Wir wiederholen. Education for everyone was important to him und yes, it's more relevant than ever. It's more relevant than ever. Und die Frage, was hat dir in der Schule am besten gefallen? Was hat dir in der Schule am besten gefallen? Für mich ist das schwierig, nur eine Sache zu nennen. Also zuerst einmal wiederholen wir. Für ihn war Bildung für alle wichtig. Das war eine Zeit, wo es sehr große Unterschiede gab zwischen armen Leuten und reichen Leuten. Und die Armen hatten sehr wenig Chancen, aus ihrer Armut herauszukommen. Darum sagte er, Bildung für alle ist wichtig, auch für die Kinder der armen Leute. Und yes, it's more relevant than ever. Ja, das ist aktueller denn je. Ja, aktueller denn je. Dann, was hat dir in der Schule am besten gefallen? Genau, das ist schwierig in einem Satz zu sagen. Erin, wir können das verschieben auf unser Zoom-Treffen und dann im Zoom-Treffen darüber sprechen. Sag mal, bist du gerne zur Schule gegangen? Magst du die Schule? Ja, eigentlich schon. Ich bin eigentlich gerne zur Schule gegangen. Ich hatte eine gute Klasse, gute Kollegen, gute Lehrer. Aber Anna sagt nicht immer. Am schlimmsten waren die Hausaufgaben. Heute macht man viel weniger Hausaufgaben als früher. Also vielleicht ist es jetzt ein bisschen, man fordert vielleicht ein bisschen zu wenig von den Kindern an gewissen Orten. Auf jeden Fall habe ich schon auch solche Geschichten gehört. Was war dein Lieblingsfach? Was mochtest du am besten? Welches Fach? Sport und Geschichte. Und deins? Ich liebe Geschichte und Sport ist auch gut, da kann man sich bewegen. Ja, das brauchen wir als Ausgleich. Wir können nicht immer einfach nur sitzen. Ich mochte Sprachen und Musik sehr gerne. Sprachen und Musik sind auch ganz gut. Und Mathe? Die einen lieben Mathematik und die anderen hassen Mathematik. Zu welchen Leuten gehörst du? Oh nein, frag mich lieber nicht. Oh ja, ich mag nicht daran denken. Meine Mathelehrerin oder die Mathelektionen, die waren ein Horror. Meine Mutter hat heute noch Horror von ihren Französischlektionen. Ich glaube, sie hatte wirklich Bauchweh während ihren Französischlektionen, weil dieser Lehrer sie so gestresst hat. Ja. Aber später hat sie trotzdem noch Französisch gelernt. Komm, so schlimm ist Mathe auch wieder nicht. Ja, du musst nicht sagen, so schlimm ist das auch wieder nicht. Für mich schon. Sie hat vielleicht ein Trauma von diesen Mathematiklektionen. Ich hatte eine sehr strenge Lehrerin. Streng ist ja vielleicht nicht schlecht, aber war sie fair? Ja, oder hat sie die Kinder gequält mit bösen Sprüchen oder so? Aber ich hatte eine sehr strenge Lehrerin. Auch wenn man einen strengen Lehrer hat und nicht so gut ist in Mathe, das kann schwierig sein. Das ist ein großer Druck. Und die Frage, did you like going to school, wollen wir übersetzen. Und den zweiten Satz, I had a really strict teacher, also feminin, kein Mann, sondern eine Frau.
Das wollen wir auch übersetzen. Und die Frage, was war dein Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach, dein Lieblingsfach. Ich mochte alles. Musische Fächer wie TCG oder Musik oder Zeichnen oder Mathematik und Sprache und Französisch und Naturkunde, Biologie, Geografie. Ich mochte alles. Did you like going to school? Bist du gerne zur Schule gegangen? Bist du gerne zur Schule gegangen? I had a really strict teacher. Ich hatte eine sehr strenge Lehrerin. Findest du es gut, wenn die Lehrer streng sind? Und die Frage, was war dein Lieblingsfach? Jetzt kommen wir zur Zukunft. Stell dir mal vor, wir könnten selbst eine Schule gründen. Ja, wie würdest du diese Schule gestalten? Ich habe manchmal solche Fantasien, wenn ich wieder höre, wo es nicht gut ist, dann denke ich, ja, da könnte jedes Kind im eigenen Tempo lernen. In meiner Schule müssten nicht alle Kinder zur gleichen Zeit das Gleiche machen. Ich bin fürs Differenzieren. Und mach unbedingt eine Theaterwerkstatt an deiner Schule. Ich denke, Theater ist eine coole Sache. Da kann man auch lernen, miteinander zu sprechen. Wenn man das Theater selber schreibt, ist man sehr kreativ. Man kann Bühnenbilder machen, Einladungen schreiben, Texte auswendig lernen. Das ist gut für das Gehirn. Ja, ich finde das eine tolle Sache. Ich habe gerne Theater gespielt. Gute Idee! Ich liebte immer unsere Schulprojekte. Wir müssen auch mal ein Schulprojekt machen. Ja, wir hatten zum Beispiel einmal in unserer Schule, als ich schon Lehrerin war, mit der ganzen Schule eine Kartoffelwoche. Und wir haben mit Kartoffeln gerechnet und Sprache gemacht und Projekte und Sachen gebaut, ja. Jeder Lehrer hat etwas anderes angeboten zum Thema Kartoffeln. Ich liebte immer unsere Schulprojekte. Wir könnten auch Kinesiologie anbieten. Ich musste diesen Satz noch hineintun. Ich bin nämlich Fan von Edu-Kinesiologie. Das ist eine coole Sache. Das hilft wirklich, deinen Kopf wieder ins Rollen zu bringen und kreativ zu sein und Blockaden abzubauen. Das ist eine coole Sache. Wir haben früher nie effektive Lerntechniken gelernt, ja. Das gehört nicht zum Schulstoff, aber ist ein wichtiges Wissen. Wie funktioniert unser Gehirn und was kann ich machen, damit es optimal funktioniert? Also, das ist wichtiges Wissen. In meiner Schule müssten die Kinder das lernen und praktizieren. Ich sage den Kindern immer, sitzt nicht den ganzen Tag herum, bewegt euch. Ja, heute ist die Versuchung groß, einfach an einem kleinen Bildschirm zu kleben und mit dem Daumen etwas zu bewegen. Aber ja, wir müssen die Kinder immer motivieren. Sitz nicht rum, geh mal zu deinen Freunden, lade sie ein, nach draußen zu kommen, zum Basketball spielen, Fußball spielen, was auch immer. Gummitwist, hast du früher auch Gummitwist gespielt? Ich sehe das nicht mehr. Ich habe das schon lange nicht mehr gesehen, wie die Kinder auf dem Pausenhof zum Beispiel Gummitwist spielen. Genau wie bei Pestalozzi, Kopf, Herz und Hand. Kopf, Herz und Hand, alles braucht's, damit man eine gute Schule hat.
er hätte sicher auch ein Handyverbot eingeführt. In Pestalozzis Schule gibt es keine Handys. Was denkst du? Das gehört nicht in Kinderhände. Das sollte man verbieten, Handys in Kinderhänden. Die Frage ist, ab wie vielen Jahren kann man das erlauben oder wie kann man das organisieren, dass es nicht schadet, dass es nicht schlecht ist für die Kinder? Meinst du? Aber man kann doch so viel Interessantes mit ihm lernen. Auf dem Handy hat so viele Lernprogramme und Möglichkeiten und das Wissen der ganzen Welt ist in deiner Tasche, in deiner Hosentasche oder ja, warum nicht? Man kann doch so viel Interessantes mit ihm lernen. Aber ich habe eine Frau gehört, sie ist Professorin und sie hat gesagt, dass Kinder, Jugendliche 6 Stunden pro Tag am Handy sitzen oder in den sozialen Medien und nur 1% von dieser Zeit genutzt wird, um zu lernen. Ich weiß nicht, aus welchem Land diese Statistiken kommen, aber es gibt zu denken. Das ist aber eine Diskussion für ein anderes Mal. Das nächste Mal können wir darüber sprechen oder ein anderes Mal, wer weiß. Komm, wir müssen jetzt auch arbeiten gehen. Die Zeit läuft und ja. Vielleicht sind das Eltern von Kindern und sie müssen dann über den Mittag heimgehen und noch Mittagessen kochen und so. Ja, wir kommen zu den Fragen. Wie war dein Lieblingslehrer oder deine Lieblingslehrerin? Hast du gerne Hausaufgaben gemacht oder waren die Hausaufgaben für dich mühsam? Findest du, dass Kinder in ihrem eigenen Tempo lernen können sollten? Was denkst du? Ein bisschen ja, ein bisschen nein. Faulenzen ist nicht angesagt, aber sie sollten motiviert sein, selber etwas zu machen. Hast du in der Schule viele Projekte gemacht? Was für Projekte habt ihr in der Schule gemacht? Was hat dir besonders gefallen? Was denkst du, ab wann sollten Kinder ein Handy und soziale Medien benutzen dürfen? Und hast du schon von Edukinesiologie gehört? Kennst du das? Diese Methode, um Lernblockaden abzubauen und effizienter zu arbeiten? Dann, wie würde deine Traumschule aussehen? Was würdest du anbieten in deiner Schule? Und die letzte Frage, bist du oder warst du zufrieden mit den Schulen, die deine Kinder besuchen oder besucht haben? Bist du mit diesen Schulen zufrieden? Ja, ich weiß es nicht. Nicht ganz mit allen. Ich bin nicht ganz mit allen Schulen zufrieden, aber ich bin dankbar, dass es Schulen gibt. Also, das war's für heute. Ich hoffe, wir sehen uns jetzt gleich auf Speaking Practice. Kommt und schaut rein. Ja, und den Leuten, die den Film später schauen, wünsche ich eine schöne Woche. Alles Gute. Bleibt gesund und munter. Bis nächsten Dienstag. Tschüss.